Ekran! Laat ons topranen en God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Edward Giesbrecht en mocht u hier een schöne tijd hebben. Ik ga hier vandaag met mij Peter Wol. Welkom hier tot het programma. So, Peter, die eerste Mal nicht so? Así es. Danke für die Einladung. So, Peter, von wo bist du so reich? So, ich komme von Paraguay. Durango kann ich abgewassen, groß geworden. Nu lebst du bei wo? Nu, im Moment in Bolivia. Für 9 Monate lebe ich auch. Wow, sehr Sei. schön. Ja, bloß damit je weiter wie schon vertaub, hij recht hier veel in de Bibelschule hier in de kerk, wo wir schon verdienen. So, wir haben hier eine Bibelschule, aber das wird nicht ans Thema von dir sein. Wir wollen von dir, von dein Leben persönlich reden, von wer du in der Bibelschule lehrer wirst. So, vertel einfach mal, wo bist du abgewachsen und so weiter. So, ich sehe ganz traditionell abgewassen. So aus jeder Plattdeutscher in der Kolonie abwasst. Meine Kindheit, Jahr und Jahr. Ich bin nicht der extrem schlimmer Mensch, aber manche Jahre, aber ja, ich bin ein bisschen alt bin. Mit 19 Jahren bekehre ich mich. Okay, wo kommt das total? Wir fuhren die Jungen stehen, ich und meine 2 Geschwister. Fuhren pünktlich die Jungen stehen und hatten alle verschiedene in einem Tag, dann haben wir dann dort das erfüllte Leben, mir wieder. Und ich glaube, jetzt bei der 3. Lektion, dann müssen wir utfahren und dann fragte wieder die Frau, du, hast du Jesus eingenommen? Für mich wird so, nein, ich habe nicht. Ich wusste ich auch nicht. Ich saß thuis ganz allein am Dash und fell dort uit und okay, hier kann ich aber nicht vorbei. So, dann schrieb er, die bleibt da liegen und okay, bete, nimmt Jesus an und Okay. das war mein Moment. Weißt du überall, wo das, hat irgendwer dir das allemaal erklärt, oder zeigt im Studium hier auch, oder? Ja, von dem, der Jansja, wir uns darum rechten, der Emma war, wenn er irgendwer will, Jesus annehmen, dann gab er uns eine kleine Erklärung, wo wir das tun können, aber auch auf Herren, und daher predigt er so, ich weiß, wo das zu tun, aber ja. So, das steht, wo du das Studium durchnehmen lässt, dort wir aber nicht unbedingt in der Kirche oder so, wo du Beine abgewaschen wird. No, dat wir in der evangelischen Kirche, wo du in Durango ist. Du wirst auch in eine andere Kirche und dann Sí. passiert das da. Wow. So, dann nimmst du Jesus an, du allein, am Schriftdash oder am Dash von Emma. Und wo hat viel sie hängen an? Ich kann nicht sagen, dass ich was gerade fällt. Du wirst bloß ja schreiben, No, da wir Maya. Okay. Da wir Maya, als dat ich bloß will ja schreiben kann. Ich will, das soll so sein. Ich will Jesus annehmen, aber Jesus soll mein Radar sein. Aber du vertragst in eine lange Zeit. Wirklich. Für mich wird das Prozess so von Jesus kennenlernen, Jesus leben lernen, und das für mich, meine Gefühle müssen irgendwo nach mitkommen. Du musst mitkommen, was du an den Dash passiert wird. Sí. Aber also es dort ändert dann dein Leben stark mit so fern, du kommst eine neue Zeit. Sí. Wow. Sí. So, wo geht dein Leben dann wieder? So, das wird, sind 11 Jahre zurück, glaube ich. So, ich bin 19 da. Bekehrt mich durch, wieder nach einer Zeit, dann in Durango, mit der bekehrten Jugend. Und irgendwann habe ich dann von der Karte Zeit ab Kilometer 80, weil man Was nie jetzt sein? ja, was nie jetzt sein, was nie jetzt kennenlernen. Wir dann stützen durch. Wenn ich von dort treibe, habe ich einen Monat Haus, dann fahre ich nach Chaco. Wir tun in der Bibelschule, haupttätig schaffen, haupttätig Schule, für 2 Jahre dann. Wow, aha. Ja. Wir tun 2 Jahre was und dann komme ich wieder zurück nach Durango für 1 Jahr. Und dann fliege ich nach Mexiko. Und du warst in der Bibelschule, nicht Ja. so? So, die hast wel not bij de Bibelschool hängen. Dat is wat recht vreemd dafür. Wat, wanneer ik zo mal hostig eine Frau konstale, wo du junge Jugendliche, dat ook touwde mal ein bisschen
Rüte vleien van hoe ze abgewassen zijn en wat andere tjane leren? Ik wil iedereen mijn doen. Niet uit dem zijn van zo, nu weet ik mijn ouders niet uitloten en ik wil best mal uitleven, sondern dat is te verdienen. Verdien geld en voor en investeer in die leven. En niet best in die leven, sondern verdienen een ganze toekomst. Leer de Bibel kennen en beschäftigt die met dat. Wow. So, wat hast du über das Ganze geleerd, über diese, dort die Bibelschule und so eine Sache gemerkt hast? Oder dort die paar Mal rübergefahren bist und hast was nicht, was hast du für dein Leben geleerd? Das ganz erste, mein ganzer Horizont, ich hatte so einen kleinen Horizont, wirklich. Dus meine ganze Anwalt, die wird so klein als eine Kolonie. Hard Arbeit. Dat is wat du sagst. Dat is wat ik zeg. En eerstens, mijn horizont heeft zij gewassen. Eerstens in Paraguay en dan ook Eva Ruud. En Eva die tijd wat ik ook in Chaco weer ik nog eenmaal in Afrika voor 15 dagen voor missionseinsatz. En dat loont zich. Eerstens, ik voel me nog een missionseinsatz en ik dacht zo, ik wist niet wat ik doen wil, maar we voeren ons een groep. En ik dacht, ik weet niet wat we doen wil. Weens, we verstaan de cultuur niet en zo wieder. Maar dat loont zich daarna, weens mijn horizont de was. En ik leer andere culturen kennen. So, en wat in Mexico, wat voor een Bibelschule wie dat dan, Lothar? Ik ben in Steinreich, Bibelschule, dat is in Chihuahua, Mexico. Daar hast du ganz sterk gemerkt? Ja, dat zijn 5 jaar geweest. Okay. Ja. Oder 5 jaar van 3 maanden im Jahr. Aber 3 Monate jeder Jahr. Sí. En zo wo van de eerste dag best je al niet, maar en alleen reizen daar niet zo. No, so dat heeft zich 2018 abgehört. Okay. So, Dan befrieden sie. ja, wir befrieden uns 2018. Wow. Meine Frau ist Monika, das ist von Sommerfeld. So, für die, wat das Programm einmal checken, habe ich vielleicht mal ein Programm gesehen, dat wie damals eine Monika Buhler. Der hat die Name gewechselt, das ist Monika Wall. So, sie hat hier mal ein paar Jahre zurück ein Programm gebracht. So, wat setzt du dein Leben von dir in Gott? Nu dat je taub befried bent, zoals ik je kan, als die früh ook vooruit gaan, dat evangelium meedelen. Gottes Wort unerreicht, dat predigen. Wo setzt du dein Leben von dir, von du, wo du damals an diesen Einschrieb, das gesehen hast, ein Jahr geschrieben hast und die betiert hast? Und wo setzt du Gott von dir? Ik wil een droom vertellen wat ik jaren dreimal gehad heb. Ik weet niet wel ik dan waar je was. Ik had een droom en ik zag me door als een redner en ik stond in de traditionele kerk en die doorreden. Okay. En ik heb me op einmal gezegd, ik wil keinmal leraar worden en ik wil keinmal predigen. Dat heb ik me einmal gezegd. So, dat weer het laatste op de schadelbein te horen. So, dat, in mijn kapitel gaf het dat niet. Aber du innerlich ben, zeer dat mij allemaal waren en ook die tijd waar ik in de Bibelschule was, wil zich toch aan denk, dat we met een proposito. Niet bloos voor mij. So, ja, eerstens voor mij, ik wil leren, ik wil toenemen, maar dat zal niet bloos voor mij zijn, sondern ik wil het weitergeben, mensen bedeuten. So, nu kannst du dat al aannemen wat du dan als een droom gesehen hast? Aber ja. Okay. Ja, Sagst en du ik freue mich dafür. Okay, die freust du. Aber wieder ein Traum beim Schluppen oder wieder ein Traum? Im Schluppen. Ich habe zweimal denselben Traum gehabt. Und das war eben eine lange Zeit. Okay, wow. Ja. Ich freue mich zu hören, weil das jung in einer Kolonie abwasser dat Jesus kennenlernen dat bei einem Bibelstudium und einfach bloß wieder uit was, uit das Ganze. Uit vielleicht ist ein Feldje und viele uitvinken, wo Gott diesen Traum gegeben hat. En wanneer ik die nu zo bekijken, hoe God die aangebracht heeft. En waar vielleicht viele jonge mensen, die ons van de touw hier ook een wunsch hebben. Maar al mensen die al een engem leven geweest zijn, ze voelen zich zo, ik zie nog niet aangekomen, maar God deed niet met mij. Mijn leven heeft geen wiet. Ik brug een woord van jou. Ik brug een woord waar ik verder wegkomen kan. En vielleicht hast du van jou dat woord voor deze persoon. Ik glaube, ik zie überzeugt davon, dat je immer een weg ruit. Dat je immer een weg ruit van daar wo wir waren. En eind is sehr wichtig, dat we Gott sehen.
Dat wie Gott sehen als jonker oud, klein weer. En die war dan sterk treu. Die war dan zu der vieren en da wir da wirklich erlangen, aber du komm, wo wir han, wo uns wel han haben. Nicht unbedingt, vielleicht will du vielleicht auch sein, aber viel mehr, wo Gott mich haben will. So, de opening is door. Voor alle wat ons toehoren, jef niet op. Dat was ganz interessant, weil wie hier jetzt fern das Programm anfahren, weil Peter seine früh sagt, von wo Peter herkommt, und sie das meist nicht glauben kann, wenn es Wort von anderen Wahnsinn von der hat, als von woher kommt das. So, wenn du dein Leben von dir nicht so setzt, als du dort die von dir wünschst, ist, wie hat Jesus, wem du erstens annehmen kannst, und wir haben aber auch Jesus, der die kann viel wiederbringen, als bloß im Himmel lernt Hase. Die kann die bloß nach von 4 Jahren das Leben bringen, und dafür bin ich dankbar. Ich möchte die Gottes sehen, wenn ich hier. Ich möchte die Frau das Programm vielleicht mitteilen mit deinen Freunden, im WhatsApp oder Facebook, wo immer die dort checken ist. Und für nu, Dankeschön und Gottes sehen. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.